Moin Meister und grüezi miteinander zum besten Zweikanal der Schweiz. Heute, ich habe das Schweizer Regenbogenglas zerstört. Sorry, Unge. Adi Totoro hat ein Video gedroppt. Ich bin gespannt. Und es geht einfach weiter. Wie viele Regenbogenglas-Videos sollen noch kommen? Ach komm, scheiß drauf. Was? Nein, das ist nicht echt. Als ob, nein, bist du behindert? Fangen wir ganz vorne an. Das ist Evanio. Vor ein paar Wochen hat er das heilige Regenbogenglas von Unge geklaut. Mal gucken, ob er ist mehr kurz Millionär geworden. Aber Unge, der Detektiv, hat das natürlich mitbekommen. Digga, Unge wird einfach immer noch so dargestellt. Natürlich mitbekommen. Das ist nicht sein Ernst! Wenn das kaputt geht, bin ich richtig sauer. Und das ist Maelo. Er hat das Das ist der da hier. Das bin ich. neuere und viel wertvollere Regenbogenglas aus der Schweiz. Das Schweizer Regenbogenglas. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Die Rente ist gesichert. Evanio möchte sich nun Also, in der Schweiz haben wir die Rente sowieso schon gesichert und dann noch das Glas drüber hinaus. Also mir geht's sehr, sehr gut. Kappa. bei Unge entschuldigen und das Regenbogenglas persönlich in der Schweiz abholen und nach Madeira bringen. Ich werde in die Schweiz extra jetzt fliegen, um mir dieses Glas zu besorgen. Und genau da mache ich Evanio einen klitzekleinen Strich durch die Rechnung. Evanios Plan ist simpel. In die Schweiz fliegen, einen hochillegalen Deal mit Maelo in einer Hintergasse machen, zurück nach Madeira fliegen und zack, alle sind happy. Aber was wäre, wenn bei der Übergabe etwas schief gehen würde? Zum Beispiel, wenn das Glas auf den Boden fällt und kaputt geht. Dann wäre ja Evanio für absolut nichts in die Schweiz geflogen. Genau das machen wir. Ich kenne Maelo schon seit vielen Jahren und Digga, dieses Foto. Aber ja, der bin ich. Schon damals Big Baba Frisuren gehabt. Und Adi auch schon damals hässlich gewesen, ganz ehrlich. deshalb hat er mir auch geschrieben, dass Evanio in die Schweiz kommt, um das Regenbogenglas zu holen. Er hat mich dann gefragt, ob ich bei der Übergabe vom Regenbogenglas dabei sein will und ich habe natürlich ja gesagt. Genau, Adi und ich sind diesen. Ich habe ihm direkt gesagt, dass er kommt und ja, einfach noch nicht was Spezielles dazu gesagt und er hat da auch noch nicht unbedingt eine Videoidee, aber ja. Das hier ist ein originales Schweizer Regenbogenglas. Natürlich hat es nicht so viel Wert wie das Regenbogenglas von Maelo, ist ja klar. Aber, und das ist extrem wichtig, es sieht genau gleich aus wie das Regenbogenglas von Maelo. Momentan ist es noch ganz, aber in wenigen Stunden wird es schon kaputt sein. Und es eignet sich natürlich perfekt zum Trinken. Da ist gar nichts drin, Digga. Nee, das ist kein normales Glas. Das ist das Schweizer Regenbogenglas. Dann musste ich nur noch Maelo über das Ganze informieren. Maelo, zack, anrufen, Digga. Servus. Servus. Du hast dieses Glas schon eingepackt, oder? Mein Glas sealed gefühlt, alles Ja. perfekt gepackt, ja. Okay, und weiß er das schon, dass es eigentlich wie eingepackt rund, oder weiß er das noch? Ja genau, hier haben wir eigentlich das Ganze so ein bisschen geplant. Natürlich Schweizerdeutsch, man kennt's doch. Ihr müsst die Untertitel lesen, so ein Ding ist das. Ich glaube, er weiß das, ja. Ja, Aber easy. er ist ja für Dulli. Also, Ja. ich weiß nicht, ob das noch im Kopf hat. Ich würde es eben wie so machen, dass ich das Glas noch einmal stelle und aus Versehen so runterhau. Entweder so, weißt du, ich schaue nicht richtig an oder so. Ich glaube, das ist am natürlichsten. Ja, ja. Meinst du? Ich hoffe, das Bern sind ja nicht viele Leute rum. Ja. Viele Zuschauer, das könnte ein bisschen abfucken. Bis dann. Dann tschüss, ciao. Ciao, ciao. Ich habe keinen Plan, ob es funktionieren wird. Aber hier ist es, das Regenbogenglas. Es ist noch ganz und in 2 Stunden wird es kaputt sein. Ich fuhr nach Bern, Aber ich wusste nicht, dass er das Telefonat aufgenommen hat. Ach komm, scheiß drauf. traf mich mit Maelo und Evanio und sagte ihnen, ja, ich filme nebenbei noch ein bisschen. Ich mache einen Vlog vom ganzen Tag. Moin Meister, was geht? Moin, Digga, was Hallo! geht? Digga, du bist immer so nah am Face. Kannst du mal vloggen, so wie du vloggst? Ich würd so würde ich. Moin, wie geht es euch? Hallo! Wir sind jetzt hier in Bern mit Evanio. Guck mal, du filmst unten, ne? Da sieht man das Doppelkinn. Ich bin ja fett, du ja nicht. Aber da sieht man das Doppelkinn. Deswegen filme ich auch von oben. Jetzt Niemals weiß ich, wie das geht. Moin, Freunde, was geht? 2 Schweizer reden Hochdeutsch, richtig cringe, Digga. Und hier ist Evanio, ihr kennt ihn. Ja, komm, halt dein Maul, Digga. Maelo macht jetzt die legendäre Übergabe vom Regenbogenglas an Evanio, oder ja, nachher dann. Und Evanio hatte keinen blassen Schimmer, was ein paar Minuten später passieren würde. Irgendwie Fick, kauen oder sowas? Achso, Ja. Wir haben über ein Dorf in Deutschland geredet, lol, okay? Fickenhausen, glaube ich. Fickenhausen, genau. Voll lustig. Das wird abumbenannt leider, weil die Leute sich davon belästigt Fickenhausen. Ja, und dann musste ich das Glas nur noch
kaputt machen. Zerstören. Ich wusste nicht, wann er das Ganze kaputt macht. Ich war immer so, wann soll ich die Kamera nehmen und so ein bisschen für ihn vloggen? Er hat nämlich gesagt, ey, wir machen dann einfach so spontan ein bisschen Vlogging, aber dann hat er es einfach so gemacht. Einfach die Kamera hingestellt. Und jetzt, ja. Weil ich ja noch so Deutsch bin teilweise. Ja, klar. Was? Stopp. Bevor jetzt alle Leute in die Kommentare schreiben, das Zerstören sah so absichtlich aus. Ja, sah es war richtig schlecht, aber Evanio hat es abgekauft. Ja, klar. Was? Nein, das ist nicht echt. Bro. Nein! Als ob, nein, bist du behindert? Nein! Nee, Digga, nee. Was ist gerade nicht passiert? Bist du behindert? Was? Nein, lass mal so liegen, bitte lass mal Digga, nee! Evanio hat es sogar so fest geglaubt, dass er eine Insta-Story gemacht hat, Digga. Eine Insta-Story. Das ist unfassbar, das Regenbogenglas, worum ich hergekommen bin, hat er einfach gerade umgestoßen. Der Adi. Er hasst Deutschland so sehr, dass er einfach... Das ist gar nicht deine... Ey, das ist ein Prank von euch. Ey, ihr prankt mich doch gerade, oder? Ich bin hergekommen deswegen. Sehe ich so aus oder was? Ich bin noch nie. Ey, das ist richtig geplant auf dieser Tritt. Ey, warte, ich hab noch ein zweites, ne? Alles gut. Hast du eines? Ja. Aber warte, ist das dein Ernst gerade? Ehrlich verarschen? Ich schwör, es ist nicht. Das sah richtig prankmäßig aus. Digga. Digga. Aber wieso hält das nicht? Das ist sogar aus Diamanten, Bro. Du bist extra in die Schweiz geflogen wegen diesem Glas, ne? Das ist immer noch mehr wert als das deutsche. Es ist immer noch mehr wert, ja. Ja, wollen wir einfach man kann einfach ein anderes nehmen, aber... Du kannst in die Box schauen, Digga. Kannst in die Box schauen, ist nicht drin. Digga, ihr bleibt zu locker gerade, das glaube ich euch gerade nicht. Das ist Ja, was will ich machen, Digga? Wir waren jetzt aber ziemlich lange abgekauft, muss ich sagen. ja, das ist doch voll zu, Mann. Die sind zugepackt. Digga! Bro! Hast du den Tritt gefilmt noch mit deiner Cam? Nein, Oh mein Gott! ich habe nicht gewusst, dass die Kamera hier läuft. Soll ich das Soll ich das im Bullshit, das hast du zu... Digga, ich habe jetzt etwa 5 Minuten lang überlegt, wie kann ich das Glas hier irgendwie runterstoßen? Aber gerade in dem Moment wollte ich dich fragen, soll ich schnell die Kamera vloggen, ein bisschen so, dies, das? Ich habe mein Regenbogenglas für dich verschwendet. Dankeschön. Aber ich habe mich wirklich geschockt, das war wirklich richtig geschockt. Aber was die wenigsten wissen, ich habe damals noch auf Schweizerdeutsch ein Video gemacht, wie ich das Glas Adi gebracht habe. Also eigentlich hat er auch hier mein Glas kaputt gemacht. Ich hatte ursprünglich 2. Bro, Du Digga! warst ein bisschen zu locker, wirklich jetzt. So Ja, was richtig hätte ich machen sollen, sag mir es. Du warst entspannt, einfach so ja. So ja, passiert. Ich habe diesen Sprung irgendwie so... Ja, ich wollte irgendwie so den Fuß hier reintun und dann so runtergehen und dann das Glas irgendwie mitnehmen. Oh mein Gott. Die ganze Zeit ganz nah dran gelaufen. Hier, hast du dein Regenbogenglas, kannst du mitnehmen. Ich bringe das so. Das ist eine geile Bait. So, hier, Simon. Junge, da ist dein Glas. Sehr nice. Bis die Uhr. Also eigentlich muss es der Deutsche putzen, oder? Deutsch. Ja, sorry. Was? Das war ja kein Vlog. Nee, das war kein Vlog. Ja, das war echt ein guter Prank. Also, das war echt, das war kein Prank Bros. Ey, wir haben noch nie einen Prank gemacht und der war gar nicht so schlecht. Kein Prank Bros Niveau. Prank Bros. Oh, das war wirklich ein echter Prank. Krass. Sogar die Pranks machen wir besser als Leon Mascher. Ach ja. Ey, bist du behindert? Bald sprengen wir Madeira in die Luft, Digga. Let's go, Digga. Dieser Prank war somit eine doppelte Win-Win-Situation. Erstens konnte ich Evanio komplett hops nehmen, was wirklich schon längstens Zeit wurde. Und zweitens habe ich ein Schweizer Regenbogenglas zerstört, was das Glas von Milo viel wertvoller und Unge zum reichsten Mann der Welt macht. Bitteschön. Ey, bist du behindert? Man kann einfach ein anderes nehmen. Kennt ihr das Regenbogenglas? Ey, bist du behindert? Das war kein Prank Bros Niveau. Das war wirklich... Was hat er da geschrieben? Unge, ich komm und klau das Schweizer Regenbogenglas zurück. Das war kein Prank Bros Niveau. Das war wirklich ein echter Prank. Krass. Ey, richtig geiles Video, Adi, Mann. Holy shit. Stell dir vor, Milo hätte sein Glas auf dem Weg kaputt gemacht. Ey, ich wäre völlig ausgerastet, Mann. Ich wäre wirklich völlig ausgerastet. Wenn er wirklich mein Glas kaputt gemacht hätte, war wirklich richtig geil.